Jesus ist mächtig. So mächtig haben wir gerade gesungen, er hat sogar das Grab überwunden. Und die Macht dürfen wir heute am Morgen auch erfahren. Und ich erwarte, dass Gott die Macht hat, in dein Herz zu reden und dein Herz auch zu verändern, wenn ich euch heute in eine Geschichte aus dem Alten Testament mit reinnehmen. Wir werden ganz viel von dieser Geschichte hören, eine Geschichte aus dem Alten Testament zur Zeit der Richter. Die Israeliten haben ja unterschiedliche Phasen durchgemacht. Sie haben verschiedene Könige gehabt und dann auch eine Richterzeit, wo verschiedene Richter eingesetzt sind. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen, extrem schwierigen Zeit für Israel. Israel hat eigentlich im Großen und Ganzen Gott den Rücken gekehrt und haben Götzendienst betrieben. Sie haben nicht mehr in ihrer Bestimmung gelebt, eigentlich das Volk Gottes, sie mit Gott Verbindung zu haben, mit ihm zu leben. Wir befinden uns in Bethlehem, etwa 1100 bevor Jesus geboren ist. 1100 vor Christus. Seit Monaten hat es keinen Regen gegeben, es ist dürres Land. Es wachsen an der Halm keine Früchte mehr, die sind vertrocknet. Die Schäfe auf der Weide verdurstet, weil das Gras nicht recht wachsen tut. Menschen hungern. Eine riesige Hungersnot im ganzen Land Israel. Und in dieser Zeit spielt unsere Geschichte. Eine Geschichte, wo extra ein Buch dafür gibt. Und in dieser Geschichte, da taucht eine Familie auf. Eines Tages realisiert eben die israelische Familie, dass sie nicht mehr in Bethlehem bleiben können. Die Hungersnot treibt sie fort. Sie beschließen, wir wandern aus. Und das ist für eine Familie ein großes Ereignis. Wir wandern aus in ein anderes Land. Also heutzutage passiert das schon eher. Wir haben von 4 Pastoren 2, die aus dem Ausland daher gewandert sind, um euch das Evangelium zu verkünden. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so unüblich. Aber zu damaliger Zeit hast du eigentlich dein Land nicht verloren. Und schon gar nicht das Volk Israel, das auserwählte Volk von Gott. Und sie ziehen auf Moab. Eigentlich haben sie die Anweisung von Gott, dass die Israeliten sich nicht mit anderen Völkern sollen einlassen sollen. Und da spüren wir, wie groß die Not von dieser Familie muss gewesen sein, dass sie überhaupt diesen Schritt machen. Der Hunger treibt sie. Es ist eine Gottlosigkeit in Israel. Und sie verlassen ihr Heimatdorf Bethlehem. Bethlehem heißt eigentlich Haus des Brotes übersetzt. Aber es ist Hungersnot dort. Nicht mit Haus des Brotes. Und dort in Moab, dort regnet es noch und dort findet mir Nahrung, weiss die Familie. Zuallererst das Familienoberhaupt, der Elimelech. Elimelech heißt, Gott ist mein König. Und immer wenn sein Name ausgesprochen worden ist, ist das proklamiert worden und hat man sich daran erinnert, Gott ist König. Auch in dem gottlosen Bethlehem, in dem gottlosen Israel, wenn man Elimelech gesagt hat, hätten sich eigentlich alle wieder erinnern sollen, Gott ist König. Und seine Frau, Naomi oder Naomi, wie man auch immer sagen will, heißt die Glückliche. Gott ist meine Freude, könnte man es übersetzen. Naomi, wenn ihr Name genannt worden ist, ist das eine reine Freude gewesen. Man hat sich auch an Gott erinnert. Gott ist meine Freude. Aber jetzt in Israel absolut Gottlosigkeit und Hunger. Und so packen die beiden das Nötigste zusammen mit ihren beiden Söhnen und gehen auf Moab.
Das ist etwa 80 Kilometer Richtung Osten, jenseits vom Jordan. Ihr seht das da gleich auf dieser Karte, welche Reise sie gemacht haben, über dem Toten Meer vorbei, über den Jordan, dort in das Land Moab. Und gemäß der Bibel, wenn wir da lesen, dann sind die Nachfahren von Moab, der Moab ist ein Sohn vom Lot. Der Lot ist vielen sicher auch ein Begriff. Wir lesen gerade im ersten Buch Mose über ihn. Aber die Familiengeschichte von ihnen ist nicht gerade sehr rühmsam. Die Töchter, die machen etwas, was man definitiv nicht machen sollte. Sie machen bewusst ihren Vater betrunken, der Lot, und eine nach der anderen schläft mit ihm. Die erste Tochter, die ihn betrunken gemacht hat, mit ihm geschlafen hat, ist schwanger geworden und hat den Moab geboren. Der Moab, wo dann das Volk entstanden ist, die Moabiter. Die Jüngere folgte ihrem Beispiel und ist auch zu einem Sohn gekommen und hat ihn Ben-Ami genannt. Das sind die Ammoniter. Also ein anderes Volk, wo eigentlich auch aus dieser ganzen Verwandtschaft kommt, denn der Lot ist ein Neffe von Abraham. Irgendwie sind die alle miteinander verwandt, aber doch ist es ein fremdes Volk, weil die Moabiter, die haben eine völlig andere Kultur entwickelt. Die haben nicht nur andere Sprache und andere Werte, andere Überzeugungen und andere Brüche, nein, sie haben einen anderen Glauben gehabt. Sie haben sich nicht an den allmächtigen Schöpfergott gehalten, sondern sie haben ihre eigenen Götter gehabt. Chemosh zum Beispiel ist ihr höchster Gott gewesen. Es hat weitere Götter gegeben, wo man vielleicht den Namen her kennt, Baal Peor. Dass man sein Heimatland verlässt, ist ja schon etwas Besonderes. Zu damaliger Zeit sehr, sehr unüblich. Weit weg von der Heimat in ein fremdes Land, aber dann noch das Land verlassen, wo Gott einem versprochen hat, verheißen hat, und man geht in ein Land weit weg von Gott. In einem Land, wo er nie eine Rolle gespielt hat und auch nicht wird eine große Rolle spielen scheinbar. Dort ist Unglaube, viel Religion, viel Götzendienst. Und trotzdem macht die Familie sich auf den Weg. Und das, was sie dort erleben müssen, das wünsche ich niemandem von uns. Das, was die Familie dort erlebt, ist absolut schrecklich. Man kann es Schicksal nennen. Der Mann von der Naomi, der Elimelech, der stirbt. Sie ist in einem fremden Land. Migranten dort und jetzt stirbt ihr Ehepartner, der Halt für sie als Frau. Und seht nur ihre beiden Söhne, die werden groß. Und jetzt heiraten die natürlich in dieser Fremde nicht israelische Frauen, sondern die heiraten moabitische Frauen. Aus einer völlig anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, mit anderen Werten, mit anderen Brüchen und Überzeugungen und mit einem anderen Glauben. Die Mutter, die hat viel müssen erleben. Sie war sicher enttäuscht gewesen. Aber ihre Söhne hatten fast keine andere Wahl gehabt. Es hat keine anderen Frauen gegeben. Die Söhne heiraten fremde Frauen. Und eigentlich hat ja Gott gesagt, lasst euch mit diesen anderen Völkern gar nicht ein. Jetzt ist aber das Problem, sie hat nicht einmal Nachkommen bekommen, denn auch ihre beiden Söhne sind gestorben. Ich habe euch gesagt, die Frau hat etwas erlebt, das ich niemandem von euch wünsche. Sie hat ihren Ehemann verloren im fremden Land. Sie hat ihre 2 Söhne verloren. Vielleicht bist du manchmal in deinem Leben an einem Punkt, wo du denkst, jetzt reicht's. Jetzt ist eigentlich
genug zusammenkommen? Was muss denn noch alles kommen? Was muss ich jetzt noch erleiden? Warum lässt Gott das jetzt in meinem Leben zu? Die 2 moabitischen Frauen sind jetzt auch Witwen, junge Witwen. Die 3 Frauen leben in einem Haushalt. Alle 3 verwitwet, haben ihre Männer verloren. Und Naomi, fern von ihrer Heimat, in Unglauben und Bitterkeit. Es ist Kummer über Kummer, Trübsal über Trübsal unter den Heiden der Moabiter. Da gibt es für Naomi keine Hoffnung mehr. Sie hat alles verloren, was man verlieren kann. Ihren Halt, ihre Ehe, ihre Kind, ihres Volk. Was wird sie denn noch mehr verlieren? Sie ist damals nicht aus geistlicher Überzeugung von Bethlehem auf Moab gewandert, sondern aus grösster Not. Und scheinbar hat sie sich aber dort im Land Moab nicht komplett angepasst. Sonst wäre sie wahrscheinlich jetzt zu Moab geblieben. Aber wenn du ins erste Kapitel von dem Buch Ruth hineinschaust, wir werden gleich hören, warum das Buch Ruth heisst, dann siehst du, was die Frau bewegt hat. Was es heisst, in der Gottesferne zu leben. Dort, wo Gott keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob Gott in deinem Leben eine Rolle spielt. Aber vielleicht bist du im Moment ja auch in einer Phase, wo du merkst, eigentlich bin ich in so einem Moab. Fern von Gott. Und ich erlebe Schreckliches. Dort, wo man nicht nach Gott fragt. Sie hat sicher sehr viel Zweifel gehabt, ist das alles richtig gewesen. Sie hat Enttäuschungen gehabt. Eben die Söhne haben fremde Frauen aus einem anderen Volk geheiratet, wo die Ehefrauen eigentlich gelernt haben, andere Götter anzubeten. Sie selber ist weit weg von Gott. Und bereits in dem ersten Kapitel, da kommt ganz ein bisschen Hoffnung schon rein. Weil es wird erwähnt, dass sie erfahren haben, in Bethlehem, im Haus des Brotes, da gibt es jetzt wieder Brot. Für sie gibt es nicht mehr viel nachzudenken. Was halten sie schon dort in dieser Gottesferne, bei all dem, was sie erlebt hat? Und so macht sie sich mit ihren Schwiegertöchtern, diesen verwitweten Schwiegertöchtern, auf die Heimreise. Für sie ist es eine Heimreise, für die Schwiegertöchter nicht. Und sie stellt am Jordan, an der Grenze sozusagen, stellt sie ihre Schwiegertöchter, sagt sie ihnen, schaut, ich will zurückgehen in meine Heimat. Geht ihr zurück in eure Heimat. Ihr seid Moabiterinnen. Geht ihr wieder zurück zu eurer Familie und sucht euch neue Männer. Was kann ich euch schon geben? Damals wäre es üblich gewesen, dass man vielleicht einen Bruder dann geheiratet hat, wenn der eigene Mann gestorben ist. Aber die Naomi hat gewusst, ich bin alt, ich habe keinen Mann mehr, ich habe keine Kinder mehr. Was macht es für einen Sinn, dass ihr jetzt bei mir bleibt, wenn ich euch nicht einmal mehr einen Mann an die Seite geben? Und so sagt sie, Ruth, aber ich gehe heim zu meinen Verwandten, zu meinem Volk. Und gemeinsam wandern die Frauen bis zum Jordan und dann stellt sie vor die Wahl und sagt, geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten, also an ihre Söhne und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet. Also so ganz verloren hat sie ihren Glauben nicht in der Fremde.
Sie seid ihnen kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Aber eigentlich ist ihre Situation perspektivlos. Auch für ihre Schwiegertöchter. Und was es dort mal bedeutet hat in ihrer gesellschaftlichen Stellung, können wir uns heute gar nicht mehr ausmalen. Als Frau allein dort stehen, ich bin froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das nicht mehr so ist. In einer Gesellschaft zu leben, wo du als Frau abgeschrieben bist, wenn du keinen Mann mehr hast, wenn dein Mann gestorben ist, dann bist du fast verloren gewesen. Du hast kein Recht gehabt, kein Geld, keine Lebensversicherung. Und die eine Schwiegertochter, die Albert, die sagt, ihr lebt wohl und geht zurück. Sie entscheidet sich für die heidnischen Götter, für ihre Herkunft. Und ganz spannend, die andere, die Ruth, nach der das Buch benannt ist, die Ruth, die bleibt. Obwohl Naomi ihr sagt und vorschlägt, gang zurück auf Moab. Ruth, der Name, ich weiß nicht, ob unter uns jemand so heißt. Ruth hat auch eine wunderschöne Bedeutung. Ruth heißt Freundin, Begleiterin. Man kann es auch als Freundin Gottes bezeichnen. Und die junge Frau, sie hat Glauben und die wunderbaren Worte, wo sie dann an Naomi richtet, die werden Ausdruck von dem Glauben. Wir müssen uns das nochmal vor Augen halten. Eigentlich ist sie in einem fremden Land, also mit anderen heidnischen Göttern aufgewachsen. Ist in dem gelehrt worden. Und sie hat Naomi kennengelernt und offenbar hat sie etwas gespürt von dem Gott, von dem lebendigen Gott. Die arme moabitische Frau, die sagt jetzt nicht nur zu ihrer Schwiegermutter, dies Volk ist auch mein Volk, sondern sie sagt, dein Gott ist auch mein Gott. Sie hat eine Entscheidung getroffen in ihrem Leben, ich gehe nicht zurück zu den anderen Göttern, wo ich herkomme. Irgendwie hat sie etwas gespürt von dem lebendigen Gott, dass sie sich entschieden hat, Naomi, dein Gott, der soll auch mein Gott sein. Und so schmiegt sie sich eng an Naomi an, ist eins nicht nur in ihrem Elend geworden, sondern hat sich eins gemacht mit ihrem Glauben, mit ihrem Vertrauen Gott gegenüber. Obwohl die Perspektive nicht sehr gut ausgesehen hat, was wird sie in dem Land erwarten? Aber sie hat in ihrem Herz einen Entscheid getroffen. Naomi, die ist dann mit ihrer Schwiegertochter zurück auf Bethlehem. Innerlich eigentlich leer. Ich weiss nicht, ob wir nachempfinden können, was das bedeutet. So viel Elend, so viel Leid im Leben durchzumachen, ich glaube, das kann einen wirklich bitter machen. Und Naomi nennt sich dann selber auch Mara, und Mara heißt Bitterkeit. Ich bin bitter geworden über dem. Ich bin hoffnungslos. Ich habe meine Zweifel. Sie ist eine gebrochene Frau und sie leidet. Du hast wahrscheinlich nicht Ehemann und Kind verloren und hast müssen in ein anderes Land fliehen, aber du hast vielleicht andere Sachen in deinem Leben erlebt, wo du als Leid erlebst. Wo du dich fragst, warum Gott? Und das kann einen bitter machen. In all dem Nachdenken darüber. Und die Ruth hat gesagt, die Naomi hat gesagt, als ich von hier wegzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurück. Und ihr müsst euch vorstellen, sie hat jetzt gesagt, wisst ihr noch, warum sie Bethlehem verloren hat? Sie formuliert jetzt, als ich alles hatte. Nein, die haben Hunger gelitten. Die nichts mehr zum Essen gehabt. Die haben nicht gewusst, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Das hat sie ja weggetrieben in ein anderes Land. Und jetzt im Rückblick muss ich sagen, eigentlich habe ich da
alles gehabt, was ich brauche. Ich hatte Gott im Volk Israel eigentlich gehabt. Ich hatte einen Mann, Söhne gehabt. Und jetzt komme ich mit leeren Händen zurück, obwohl es in Bethlehem wieder Brot gibt. Das Gefühl von der Naomi muss jetzt wie gewesen sein, was lohnt sich eigentlich für mich noch zu leben? Ich hoffe, dass du nicht an den Punkt kommst in deinem Leben, wo du dir die Frage stellst, was lohnt sich eigentlich noch zu leben? Warum bin ich da? Warum soll ich noch leben? Es ist doch alles sinnlos. Für sie war alles am Ende. Ich hoffe, dass es dir im Moment nicht so geht und gleich ist es gut, bevor man in so eine Situation kommt, dass man im Voraus lernt, wie Gott Glauben kann prüfen und anstatt in Dunkelheit hineinzustürzen und sich dann zu fragen, was das bedeutet und wie man damit fertig wird, vorher sich schon bewusst sein, was habe ich eigentlich in Gott. Jetzt kommen sie auf Bethlehem und fühlen sich komplett nicht willkommen. Hat niemand eigentlich wirklich auf sie gewartet. Sie sind unerwünscht. Für die Naomi, sie schaut in die Dunkelheit und doch hat sie gewusst, dass es sich um Gottes Dunkelheit handelt. Sie hat gewusst, dass die Bitterkeit, die sie erlebt, aus der Hand von einem liebenden Vater kommt. Es ist spannend, wenn du das Buch liest und die Aussprache, die Sätze von der Naomi anschaust, wie sie weiß, Gott ist in all dem drin. Gott hat all das in meinem Leben zugelassen und er ist trotzdem, trotz meinem Leid, trotz meiner Situation, wo ich drin stecke und nichts verstehe, ist er trotzdem ein liebender Vater. Gott hat es zugelassen, das erwähnt sie immer wieder an verschiedensten Stellen. Gott hat es zugelassen. Gott ist in all dem drin. Auch nachher der Zufall, dass Ruth, der Boas, ein junger, hübscher Mann, kennenlernt. Das weiß Naomi, das hat Gott zugelassen. Das ist nicht einfach Zufall, sie führt es ganz schnell auf Gott zurück. Gott hat seine Finger im Spiel. Naomi hat das Geheimnis vom Glauben an einen souveränen, allmächtigen Gott gelernt. Gott hat es im Griff, auch wenn es für mich in meinem Leben nicht so aussieht. Auch wenn ich x Fragen habe an Gott und frage, warum hast du das zugelassen? Warum stecke ich in dem? Gott ist allmächtig. Gott sind Fäden nicht aus der Hand glitten. Dass wir im Moment eine Zeit mit Corona durchmachen, Gott hätte das wahrscheinlich schon längst gewusst. Für Gott ist das kein Problem. Gott ist allmächtig. Er ist souverän. Und jetzt finde ich das mega spannend, in dieser Geschichte zu sehen und schauen, dass mal, wenn ihr die Bibelstelle vielleicht mal die anschaut, das Buch Ruth, dass die Ruth die Haltung von ihrer Schwiegermutter übernommen hat. Die Ruth lebt in einem Glauben, wo eigentlich von der Naomi kommt. Und zwar im Glauben und nicht im Schauen, nicht im Schauen. Wir schauen manchmal ganz fest, was erlebe ich? Und so ist Gott. Ich bin glücklich, ich habe Reichtum, ich habe Gesundheit, ich habe alles. Gott ist gut. Ich erlebe das nicht. Gott kann nicht gut sein, oder? Wir schauen auf das her, was wir erleben und machen Rückschluss auf Gott. Aber so wie das jetzt bei ihnen geht, sie schauen mit ihrem Glauben auf
dunkle, schwarze Vergangenheit und sagt, Gott ist allmächtig. Das heißt, das, was in meiner Vergangenheit passiert ist, das ist nicht einfach, da hat Gott versagt, sondern nein, Gott ist allmächtig. Er hat alles in der Hand. Er macht keine Fehler. Und ihr Glaube schaut auf die Gegenwart ohne Sicherheiten. Die Frauen haben nichts. Damals war eigentlich der Mann die Lebensversicherung für eine Frau. Der hat Geld reingebracht. Der hat mal eine gewisse Stellung in der Gesellschaft gehabt. Sie schauen mit ihrem Glauben auf die Gegenwart ohne Sicherheit und sagen, ich gehöre zu Gott. Auch wenn ich keinen Mann habe, auch wenn ich in dieser Gesellschaft eigentlich keine Bedeutung habe, ich gehöre zu Gott. Und der Glaube von ihnen schaut auf die Zukunft ohne große Aussichten und sagt, Gott wird mich versorgen. Können wir uns das vorstellen, die gehen in ein Land, wo eigentlich jetzt Haus des Brotes, Bethlehem, es ist wirklich alles wieder vorhanden. Aber die Frauen müssen sich das Essen suchen. Sie wissen nicht jeden Tag, wie sie überleben. Aber sie sagt, Gott wird mich versorgen. Und dann erleben wir in dem Buch Ruth, wie der Löser auftaucht. In Ruth 2, Vers 2 steht, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Sie redet vom Boas. Da taucht der Boas, der junge, hübsche Mann, auf. Und für sie ist es wichtig, dass jetzt einer aus der größeren Verwandtschaft, dass da einer kommt und sie auslöst aus dem. Die Erlösung von Gott ist umfassend. Da kommt jemand und löst aus allen Problemen, aus allen Nöten raus. Psalm 103 lesen wir, der dein Leben vom Verderben erlöst. Es ist einer da, ein Löser, ein Erlöser, der mich aus dem Verderben rauslöst. Gott wird nicht nur erlösen, er wird befreien. Er wird die Freiheit hineinführen. Und er hat einen höheren Preis gezahlt, dass du kannst befreit sein. Wir sind zur Freiheit berufen, das ist Erlösung. Markus 10 lesen wir, auch der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Er hat sein Leben eingesetzt zum Lösen. Zum Lösen in deinem Leben. Zum Erlösen. Die Ruth kann dann den Boas heiraten und die überkommen einen Sohn, der Obed. Der Obed wird der Vater vom Isai und der Isai hat einen Sohn, der heißt David. König David. 23 Generationen später in der Linie von Ruth, der wird ein weiterer König geboren, der am Anfang nicht als König erkennbar war. Jesus Christus. In dem Stammbaum von Jesus Christus taucht die Ruth plötzlich auf. Und es wird auch im Neuen Testament erwähnt, was sie eigentlich für einen Glauben hat. Die Ruth ist ein großes Beispiel in der Bibel für die Verheißung von Jesaja, wo auch der Paulus dann eben im Korintherbrief wiederholt. Wo es heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Die Frauen in dieser Not, wo sie gesteckt sind, haben nicht gewusst, was Gott alles macht mit dem Löser, wo in das Leben hineinkommt. Wie Gott all ihre Schwierigkeiten, all ihre Probleme löst und eben nicht nur ihre Probleme, sondern Gott hat schon viel, viel weiter gedacht.
23 Generationen später ist der wahre Erlöser gekommen. Und wenn wir eben so einen Schritt von dem Bild ein bisschen zurückgehen, dann sehen wir, dass die Lösung von Gott nicht nur für die Probleme von dieser kleinen Familie war. Es hat letztendlich Segen gebracht für das ganze Volk. Und nicht nur für das ganze Volk, sondern für die ganze Menschheit. Und wir stecken manchmal in Probleme drin und denken, Gott, du hast es nicht mehr im Griff. Ich kann euch sagen, gute Botschaft. Gott hat es im Griff. Deine Situation, er kann Großes daraus machen. Wir werden es nicht erleben, was 23 Generationen nach uns wird sein. Aber ich bin mir sicher, wenn Gott in deinem Leben wirkt, dann hat das Auswirkungen auf deine weiteren Generationen, die nach dir kommen. Aber manchmal haben wir einen sehr kleinen Glauben, oder? Also mir geht es so. Vor allem in den Situationen, wo die Probleme so groß werden und man denkt, wow, hey Gott, hast du es in meinem Leben wirklich noch im Griff? Und unser Glaube ist so klein. Aber der kleine Glaube, dem können wir etwas entgegensetzen. Wir haben nämlich einen großen Gott. Der kleine Glaube von uns, Gott hat kein Problem damit, er ist trotzdem groß. Und er hat alles im Griff, er wirkt und er wirkt in dem Leben von dieser kleinen Familie. Er segnet sie, aber er hat noch viel, viel mehr vor und er segnet eigentlich die ganze Menschheit. Treue und Glaube sind belohnt worden. Und ich hoffe, wenn du ein einziges von heute Morgen in deinen Alltag mit ihnen nimmst, ganz egal, in was du drin steckst, ganz egal, was du erlebst, Gott ist souverän. Gott ist keine einzige Situation einfach so durch die Finger glitten. Er hat es im Griff. Und er sieht dich in deiner Situation. Gott ist souverän. Naomi war auf einmal reich gesegnet. Einst arm und in der Fremde und jetzt voller Glück. Weil sie erlebt hat in ihrem Leben, wie der Erlöser kommt. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Leben kannst erleben, wie der Löser kommt, wie der Erlöser kommt. Der, wo die ganze Menschheit erlöst hat. Ganz egal, was du eben erlebst, er wird dein Erlöser sein. Sodass du vor Glück kannst sagen, wow, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich bin Gott begegnet. Jesus, mein Erlöser, hat mich frei gemacht. Das ist möglich, das kannst du erleben. Wenn du das willst erleben, dann komm doch nachher auf mich zu oder auf jemanden aus dem Gebetsteam. Du kannst es erleben, dass Jesus dein Erlöser ist und nicht nur dein Leben reich beschenkt, sondern viel mehr, weil Gott eben souverän ist. Und ich hoffe, dass sich der Satz einprägt bei dir und in deinen Alltag mitgeht. Gott ist souverän. Die Probleme, die wir haben, die Schwierigkeiten, die unser Land drin steckt, die Welt, die drin steckt in Schwierigkeit, Gott ist souverän. Er hat einen guten Plan. Er hat gute Gedanken über uns Menschen. Er liebt dich. Amen. Kann nichts erschüttern.
habe vorher in dem Lied, das wir vorher gesungen haben, einen Eindruck gehabt, den ich mit euch teilen möchte. Und so habe ich das Gefühl, es ist für etwas Spezifisches, vielleicht auch für 2, 3 Leute, die da drin sind. Vielleicht auch jemand, der jetzt gerade im Livestream zulässt. Es ist darum gegangen, dass Jesus Ketten sprengen kann. Das Bild. Und vielleicht bist du jetzt die Person, die gedanklich gerade fest in dieser Ketten gefangen ist. Es sind so schwarze, dunkle Ketten. Es geht dir vielleicht wirklich ganz fest wie der Naomi, wo in dieser Situation drin ist, wo sagt, hey, wo ist da Hoffnung, wo gibt es da irgendetwas Gutes? Und du fühlst dich so richtig gefangen und gebunden in dem drin. Und ich habe wirklich ganz fest das Gefühl und den Eindruck, dass Jesus Christus heute frei macht. Dass du wirst dürfen eine Begegnung haben mit Jesus Christus. Dem Loi, der im Grab drinnen brüllt hat. Und wo nachher die Deklaration gefolgt ist, Tod, wo ist deine Kraft, wo ist deine Macht? Er hat den Tod besiegt. Und mein Wunsch oder was ich möchte machen ist, wenn das du bist da innen, wo sagt, das sind die Ketten, die mein Leben definieren. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus dir jetzt möchte begegnen, dass er jetzt möchte die Ketten sprengen. Darum machen wir es so, hey, wenn du das bist, wenn du dich getraust, heb deine Hand in die Luft, ich möchte beten für dich. Wenn das zu viel ist für dich, komm nachher auf mich zu. Ich glaube von ganzem Herzen, dass heute jetzt ein Moment der Freiheit ist für dich. Und ich möchte beten, dass die Ketten nicht fallen dürfen, dass die Ketten nicht gesprengt werden dürfen. Es ist die Person in diesem Raum, dann heb schnell die Hand auf, dass ich das weiss und dass ich wirklich ganz bewusst und gezielt für dich jetzt beten kann. Wenn nicht, dann komm nachher, nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich bin nachher noch da, ich nehme mir gerne Zeit, um mit dir zu beten. Aber ich möchte jetzt wirklich beten, dass die Ketten nicht gesprengt werden dürfen. Im Namen Jesus Christus, dem Auferstandenen, dem, der im Grab drinnen proklamiert hat, dass der Tod keine Kraft und keine Macht mehr hat. In diesem Namen möchten wir jetzt aussprechen, dass die Ketten gesprengt werden sollen. Wenn das du bist, der gebunden war, dann sollst du jetzt in diesem Moment frei werden. Du sollst eine Begegnung haben mit Jesus Christus, der dir begegnet und dich berührt und freisetzt. Im Namen Jesus Christus möchten wir das glauben und aussprechen. Als Kirche verbunden da, in deinem Namen Jesus Christus. Wenn das jemand war im Livestream, schreib mir nachher ein E-Mail. Ich möchte wirklich mit dir noch beten und ich möchte dich kennenlernen und mit dir zusammen wirklich die Freiheit dürfen sehen und erleben. Im Namen Jesus Christus. Und alle, die das Gebet teilen mit mir, sagen doch mit mir zusammen jetzt Amen. 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 Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich Ketten kannst sprengen, dass die Größe von unserem Glauben kein Hindernis ist. Du bist ein großartiger Gott. Dich beten wir an und dir werden wir alle Ehre geben. Du bist hoch erhaben über unserem Alltag, über all dem, wo wir vielleicht drinnen stecken. Und so segne ich euch im Namen von unserem dreieinigen Gott. Er ist viel größer, als du dir kannst vorstellen. Und er kommt mit dir in deinen Alltag. Er wird dich befreien. Er wird dir dein Glauben stärken, sein Vertrauen in ihn. Er kommt mit seinem Segen in deinen Alltag mit. Amen.